warum der Engel nicht hat können Samichlaus werden. «Also ehrlich, immer ich darf nicht», hat der Engel entrüstet gekiffelt. Traurig ist er auf dem Taburettli am Tisch vom Samichlaus gehückelt, hinter seinem grossen Tasseli Gacko und seinem Haselnusslebkuchen. «Aber du hast ja selber gemerkt, dass es nicht geht», hat der Klaus nur zurückbrummelt und seinen grossen Kopf geschüttelt. Das ist ihm jetzt also wirklich noch nie passiert in all diesen Jahren, wo er da im tiefen Wald wohnt. Vor ein paar Tagen hat es an seine schwere Holztür gepoldert und ein kleiner Engel ist draussen gestanden und hat ihm gesagt: «Grüß dich, Samichlaus. Ich will auch so werden wie du.» «Gross und stark und ein bisschen dick von den feinen Weihnachtsgutzli, wo ich ständig probieren muss, ob es gut sagt», hat der Samichlaus prompt zurückgegeben und denkt, der Engel mache nur einen Witz. Aber ohaletz, es war ja keiner. Der kleine Engel wollte lernen, wie man im grossen Samichlaus-Buch nachschlägt, zum zu schauen, welche Kinder auch brav sind. Welche die Finger nie waschen vor dem Essen, welche immer noch tümeln, wo es schon lange nicht mehr sollten, und. Dazu hat er daraus kommen, wie man den Samichlaus-Sack auf die richtige Art füllen. Den Esel zum Folgen bringt, die Rute für die unartigen Kinder muss zusammenbinden, einfach wirklich alles, was so ein echter Samichlaus muss können. Nach einem langen Hin und Her hat der Samichlaus schlussendlich nachgegeben und beschlossen, dem Engel all das versuchen beizubringen, was ein Samichlaus muss können. Schliesslich wäre es ja manchmal schon noch gäbig gewesen, wenn er einen Ersatz-Samichlaus gehabt hätte, wo er wie im letzten Winter in der Weihnachtszeit den Husten und Rheumatismen in den Gelenken gehabt hat und lieber mit einer Bettflasche auf dem Bauch die Heime im warmen Häusli geblieben wäre. «Zuerst müssen wir dir regelrechte Klausenkleider machen. Da oben im Kasten haben wir einen ballenroten Stoff. Bring den mal. Und schau, dort hinten, neben der Gutzlibüchse, dort habe ich einen weißen Pelz für den Kragen. Den musst du mir auch noch holen.» Darauf hat der Samichlaus die Nähmaschine vorgenommen, einen roten Faden eingefädelt und einen Fangs aufs Pedal gedrückt, dass es nur so gerattert hat. «Mal, mein Ferrari läuft schon», hat er dann geschmunzelt. «Du, kleiner Engel, dass wir geradeaus nähen und den Stoff richtig zuschneiden, brauchen wir aber zuerst noch ein zünftiges Futter zu essen. Mit leerem Bauch schafft es sich nämlich gar nicht gut.